Herzlich willkommen zurück bei einer neuen Episode von Comedy, Luxemburgs feines Metal Podcast. Mam Gilles und Mam Pitz. Und heute mal Gast dabei, nämlich ein ganz guter Kollege von uns, der Sam. Moin, ihr zwei. Yo. Ja, moin. Ja, der Sam, den hilft uns halt ein bisschen am tiefsten von einer wichtigen Band, meine ich, wo der Sam von der eben, ich meine, nach 4 und Pit kennengelernt haben. Ja. Für da ein bisschen wollen zu gehen, an die Sachen rauszupicken, wo es dir gut gefallen und wo es gar nicht gut gefallen. Und da wird manchmal gemütlich drin zu so. Ja, das ist tatsächlich so. Also ich muss auch so, das ist aber eine schwierige Diskussion. Aber du kommst auch dazu. Voilà, das hat man nur gesehen. Und wir schwätzen natürlich über keinen anderen wie In Flames und einer neuen von unseren Uncovered-Episoden. Ja, du siehst also kein anderer, das hat kein anderer und der geduld, mit das okay. Das ist wirklich Stress. Ja. Voilà, ja, In Flames. Modbegrünner von der schwedischen Melodic Death Metal Szene zu Göteborg. Ich meine, zusammen mit At the Gates und Dark Tranquility, waren sie damals mit Genrebegründer gewesen, definitiv, gell, und bis heute noch ziemlich kommerziell dabei und erfolgreich auch dabei, muss ich sagen. Ja, seit 1990 in der Weg, gesehen ich gerade. Also, Genau. Ja, und dazu hast du noch zu sagen, dass sogar von Dark Tranquility da mit bei In Flames gewirkt hat. Ja, wie heißt ich schon mal? Niklas Sundin eigentlich. Sind wir alle nicht sicher. Das finde ich auch nicht. Das ist Ja, okay Stress. Wir sind ich meine noch nach anderen, ich meine noch bei der ersten Aufnahme oder war nicht sogar von Luna Strain? Ne, den anderen. Just a Race von den Oscar Sternblatt von Hammerfall, weil dort Gitarren überhaupt mit Jasper. Ja, also Sei sogar bei dem Ja. ersten Album war ein bisschen eine Vibe, ja. Ein Mischmasch, ja, ein Mischmasch von Leid. Aber, keine Ahnung, ich froh, einfach mal das Sam ist ja Haut speziell Treatment kriegt den Haut. Sagen wir so, oh, Hose runter. Ne, so weit kommen. Wie hast du In Flames kennengelernt? Ja, das war, ja, wie soll ich das sagen? Das ist am Anfang ein ganz guter Kollege, den hat mir einfach eine CD an den Grab gedreht. Das war damals ein gebrannten CD. Und Okay. da stand nichts drauf außer In Flames. Und ich habe mal da drauf gezogen und ich war begeistert. Ich war einfach begeistert. Es war ein Album Tokyo Showdown, also ein Live-Album von hinten. Okay. Ich war weg, also ich muss wirklich sagen, das war noch so eine Zeit, wo ich noch nicht ganz dezidiert war, was mein Musikgenre ist, weil ich schon da die Zeit noch so Sachen gelauscht habe wie Eminem, Dr. Dre, D12, schon auch so Sachen gelauscht habe, die mir kommerziell waren, wie Bloodhound Gang und so weiter, was im Moment eben ein bisschen rockisch war. Aber wie gesagt, ich habe den Album an den Grab gedreht und es war die Band, den Album, dem ich einfach an Metal-Szene angefordert hat und auch do eingegelöst hat, so eine Schlummer, weil seitdem lausche ich eigentlich nicht anders als mehr wie Metal, außer am Auto, wenn ich gerade keine CD dabei habe. Du hast dann Radio, das ist ein anderer. Nee, das, wie gesagt, In Flames hat mich so ein Schlummer Markiert, also wirklich markiert. Das von da sind ich auf andere Sachen gekommen, wie Cradle of Filth. Boah, gut, das sind andere Geschichten. Aber In Flames war, wie soll ich, ja, Modbegrünner von meiner Metal-Existenz, entre guillemets. Ja, Tieren abgemerkt für neue Sachen. Absolut. Also, das, den Album aus auf meinem Discman, damals Robert aufgelaufen, obwohl ich keinen Platz in meiner Tasche hatte für den Discman. Er war immer dabei, mit In Flames, wie gesagt, mit der CD. Und ich habe mir sogar 3 Wochen drauf, irgendwo in Deutschland, wie ich mit meinem Papa zu Träger war, den Album gesehen, da am Rayon stehen, ich habe mir gekauft, für einfach eben dann auch die Band zu unterstützen. Und ja, das war meine Band, das war schon noch. Ich meine, ich habe dich auch nie gesehen. Also, wenn ich das Sam geduldet habe, dann vergleiche ich das Sam, was das die erste Band von mir an der Grab kann. Das ist genau das. Ich hatte auch das Bandshirts von In Flames, das war einfach nicht anders. Ja. Ich habe heute noch ein T-Shirt von 15 Jahren. Vielleicht kannst du mal dran. Das passt man auch. Okay, geil. Das ist ein bisschen durch. So. Ja, aber die T-Shirts sind gemäht für ewig. Viel Mod gemacht. Für ewig Sex. Ich habe noch Pulver, die eben so klingen. Ja, so Carlsberg-Imitation. Ah, frag, ja. Maybe the best band in the world. Ja, genau. Aber die bestehen auch mittlerweile als mehr Dach wie Pulver. Aber ich schon noch. Und ich stehe noch immer un, so viel Heim zu gammeln, als den auch immer tiptop.
An erinnert mich aber auch immer um In Flames und die Zeit, wie gesagt, war eine gute Zeit, schon nimmer positive Erinnerungen und die Zeit. Haut ist es etwas anders. Aber das, wie gesagt, da kommen wir ja noch drauf zu schwätzen. Ja, ich meine, In Flames ist eine Band, wo viel Matt gemäht wird. Natürlich auch eine gewisse Karriere, die noch handelt, wenn sie schon seit 2090 da ist. Wie viele Alben sind da jetzt, gell? Aber muss ich sagen, dass an einem gewissen Moment gesagt, dass eine Band, wie so viele Bands, so mache ich schon uncovered, Sprach durchgeholt. So merkst du, dass ein gewisses Changement da ist. Hast du gewollt, hast du nicht gewollt, hast du vier Fans, hast du einfach für so, nee, ich habe keine Lust mehr, das zu machen, was ich da mache. Bon, dafür sind wir nicht da, für das zu jugieren, das muss die Band selber wissen. Aber halt, viele Alben sind halt so das, nicht mehr so das. Das steht manchmal fest. Zumindest an dem Aspekt, wenn es der, also wenn ich in Flames denke, dann denke ich an, ja, Menge definieren Albumen, noch dem, die ich kennengelernt habe, das war, ja, Clayman, We Root Remain und Soundtrack to Your Escape. Das ist eine Trilogie von hinten, wo die kannst du immer rumlauschen und irgendwie sind sie aber immer geil. Und die ganze Rechnung, den ich mich schwer. Das ist natürlich auch gewünscht. Muss doch so. Ja, nein, kann da aber nicht mehr recht gehen. Also, das ist auch bei mir, wie gesagt, Tokyo Showdown, das war ja dann so. Du schwärmst immer gefunden. Ja, das einfach. Das ist okay. Das, ich weiß nicht, auch heute, wenn ich da den Album lausche, schon noch immer so, ja, Glücksgefühle, so kann ich sagen. Das aber ein gutes Album, plus rekapitulierte gut, was sie in die Jahre 4 gemacht haben, 4 Reroute to Remain. Zu Reroute to Remain habe ich auch noch eine Anekdote, das war nämlich den ersten Album, die erste CD, die ich an meinem ersten Auto laufen hatte, an meinem ersten Radio, den ich da gebaut habe. Ja, Moment, das ist nicht vergessen. Ja, den hast du auch noch immer an dem Radio dran, weil... Auto ist just weg. Ja, mein Auto ist leider futtig gegangen, wie ich den Radio ausgebaut habe, war halt die CD da noch dran. Es war aber halt nicht denselben Tag, ich will das noch streichen. Ich habe nicht mein Auto direkt den ersten Tag gefilmt. Ja. Nee, aber ja, das den... Ja, aber das sind aber so, wie du schon siehst, die definierenden Albumen für meine Generation, als Generation, unsere Gimme. Das ist wirklich Vorwerkel, Clayman, und dann ja auch We Root to Remain, wo man den Tokyo Showdown wegschlossen. Das sind wirklich so die Albumen, die für mich In Flames ausmachen. Ja, den definitiven In Flames Sound an, wo wir auch appréciieren. Genau, das richtig truppisch, war nicht truppisch, aber Ja. straight to the face, ich weiß nicht, wie ich das soll ausdrücken. Ja, das war die gewissen Herz eben mit ihrer Melodiös, ja, voilà, das Ja, ist genau genau, das, was das- das gemacht wird. Es war ruppige Metal mit Melodie und war einfach genau das, was ich gebraucht habe in dem Moment. Also ich schwätze noch für mich. Ja, mit das aber so. Also, ich zähle Ich nicht fand- dazu. Ich meine, der Pi doch. Ja, das aber wahrscheinlich nicht später dazu kommen, eigentlich sowieso. Du hast ja nicht später mal Glück gefangen. Aber du warst aber ziemlich frei auch, ob In Flames kommen, eben durch At the Gates ziemlich frei geleistet. Dann natürlich, du hast den auch dann... durch dich eben. Ich meine, In Ja. Flames war effektiv eng von meinen echten Metal-Bands. Echte Metal-Bands, Punkto, als wenn ein bisschen mehr hart geht, was mit Harsh Vocals und so weiter, gell. Und du hast mich Druckbrüch gehabt, auch mit We Root to Remain, das war auch mein erstes Album gewesen, und den Ja. auch daran nicht, dass den am Auto gelaufen, von überall gelaufen, wo ich war, gell. Und, auch den ja, Soundtrack to Your Escape auch mega geil. Mega geil. War auch mega geil Zeit gewesen. War Also so gut do, weißt du, ab dem Album Soundtrack to Your Escape haben die Fans schon gedealt. Eben weil du ganz viel ich finde so ein Elektro-Dealer, aber so der Sound hat schon ein bisschen geändert. Das ist ein bisschen mehr losgehen, ein bisschen mehr, ja, ich weiß mal nicht, wie ich soll sagen. Das ist einfach das brutal unter Gimme. In Flames gebe ich nicht unbedingt als brutal bezeichnen. Aber das hart hast du schon ein bisschen an den Hintergrund geregelt. Das war, aber es war noch immer ein gutes Album, da kann ich Ja. nicht schlecht damit Ja, sagen. ja. Da war viele Also- Effekte dran. Das hatten sie viel und nicht so en masse. Das hat viel Wut aber auch gehabt. Ja, ich fand, du warst zwar noch dezent. Also das ist natürlich logisch, das ist mein Aspekt. Okay, Lieder wie Cloud Connected oder Trigger Voilà, oder voilà. was das? Black and White. Ich dachte, das war Ja, Flash das ist auch- Mensch. ja. Ja. Keine Ahnung, da war ein Dezentnis von so Synthesizer, also elektronischen Dealer.
Soundtrack war schon bald wie wann Gitarre gingen iwwer ja en Effektlafe wo Gitarre wirklich nach méi elektrisch klinge leist wieso sech versinn klingt ganz Duschmeter so gi nech mat der CDM das geil an wenn man natürlich an der History gucken mir Schweze vun Luna Strain mir Schweze vun The Jester Race Oracle Claimen natürlich wahrscheinlich mat ihren bedeutendsten Album vielleicht nicht ihre Gäste kommerziell noch vollch méi das dat den Album also das den Album wo Band definiert huet an der Fan gemein als Menge hat allgemein der belebtesten Album gewircht ja Clayman Pinball Map an only for the week die spielen sie genau genau me kommen wir dann auch den Moment wo ihr gewissen wichtigen Personage aus der Band décidéiert huet ze goen net net op lo gewollt war der immer hat Joch se wësse Privatprobleme den zweete Gitarrist den Jasper Sternblatt das nom Album Sense of Purpose gang den Album wo auch schon gemerkt okay das nach immer in Flames méi wat halt nemmi so dat definiiert an das mat e vu den Grünn och wieso das hier gangen ass Niefzinger solo Krankheit engem Alkoholismus wo net miss awer bekämpfen schmeng Mcher nach immer Musik aber dat go neich mir mat Influenze ja dat war das wie se das mengge of Sense of Purpose also den Album wo ich einfach schon nemmi ka also schon man gelauscht hat mir ich kommt mich einfach net wie du mal identifiziert war net mir dafür werde ich in Flames gelauscht hat und das war bisschen so ein traurigsche Punkt weil ich ja wie gesagt in Flames so an volle geholfen hun et war mal von engem Moment auf den anderen es ernst das nicht so dass es schlecht war also sind noch immer die ein oder anderen Lieder die ich von ihnen gut fand me das den Hauptgrund für war in Flames gelauscht hat tun den as aber muss ganz ehrlich gesucht gestohlen den ass einfach in derwegen vu verloren gegangen eventuell de schmeng persönliche Entwicklung von der Band selber hat auch nicht unbedingt schlecht aus nee wie gesagt also das egent vor in der verlorengegangen wat mir Stemos gereizt tut fehlt einfach haut das schwes nämlich für Flames soll das bist schuld du gerade auch gesagt ich meine okay en gewissen Selbstevolution oder du luisterst je da noch andere Sachen einer Bands natürlich dein Ober evoluiert an dein Geschmack sowieso wann du dann so vergleich Steak wann du dein Steak senior oder bleu essen und dann décidiert die Kach am enger Woche ich mal und nicht wie blöd das senior da geht es nicht wieder hin ja, das so so, ja, sorry für Veganer dabei und Vegetarier geil wir sind Opfer für all Kichen ich meine du schwarz für alles drei mehr es Steak darf nicht durchsehen ja, so nicht am besten nicht ja. Nee zum Restaurant und nicht say ja aber ich will nur direkt viel greifen dann schläft nämlich dann direkt ob Album zurückkommen dat sind 55 Minuten Musik die du dann engem du proposéiert gehen also das für mich ganz ehrlich gesagt schon mal lo die Lastwoche noch ein bisschen ugelauscht hat eben süß für mich 4 zu reden ich komme immer zu dem selbsten Entschluss wie soll es so das schwierig das nicht schlecht Me dauert schon lang fir dat sech Lied fannen op der CD fir mech mat dem können ze identifizieren schmengt dats dat feiert Lied I am above Single Lied an das Leute auch dat enzech Lied mat dem ich mech identifizeiert kreen so woch mal denken ja dat ass in Flame so wie ich kennen sovi wat lausren an fir de recht as het ma einfach ze löst de Gesang as einfach ze clean gin also ich weiß, das quasi kege jeiz wie du das Lied wie schon méi das auch relativ melodisch an het fängt doch ganz gut an denkt den einfach ja du hast in Flames so wie ich kenne an het gött einfach net mir hart het läuft einfach clean het bleibt einfach melodisch an das bist schuld das wie gesagt also
Stay with me also ja das. Stay with me genau voilà. Das do fandech in Flames ein drum am Intro vom Lied das gut melodisch fein gut mit aber nicht besser wie gesagt also dat einzige Lied war ich auf der CD wirklich gut fanden als I am above an da das von 11 Lieder 12 pardon. Also das ist wenig wenig, schön, dass das wirklich Lied du hast wo ich mal so und so ja das en gros gut ich will nicht sagen dass die anderen Lieder schlecht sind sie sind aus sich selber auch von der Musik hier ganz gut nee, das der Gesang das einfach für mich nicht mehr in Flames wie gesagt für was ich in Flames will lauschen das mal zu lösen das einfach zu lösen Ja, ich kenne du recht. Ich hatte auch vor I am above rauskommen, hatte ich gedacht so, oh, du warst aber richtig nice, gell. Und ich habe mich auch so ein bisschen so gefreut auf dem Album, gell. Wunder bist du, war dann schlussendlich aber eine Enttäuschung gewesen, so, weil ich kann auch mal nicht so, weil was ich will im Endeffekt nicht zu gehen, wenn sie ein bisschen wie löst geht, dann wie kleine Gesang mit, es hat einfach echt wie dem Album eine Seele gefehlt, und ich fand. ein bisschen me leider muss ich auch dazu sagen dass auch schon auf den letzten Albumen etwa Battles für allem Battles war schon den Album da als sind sie recht verspottet ging auf vielen Ja. ja auch Metal schon den Label. Figuren, muss ich Auch der, auch ja, sagen. Siren Chance auch schon nämlich gut. Das ist auch zum Teil eben, da tun ich auch Logazanrecht gelesen, dass ganz viel von den Lieder für Drohnen, ja, ganz viel von den Lieder für Drohnen, die sind, ja, sie von innen natürlich geschrieben gehen, bis den Jazz begangen ist. Und Donno leider Gottes op den letzten Albumen hun halt Producers auch an dat Thema hatte man ja schon mal wie enke wann Producers bisschen zu viel haben drüber halen. Ich meine in dem Moment dass es so zum aktuellen Zeitpunkt aus den Andersfrieden de Björn geläut sind die einzig remaining members. Na. Ja. Ja also für mich war The Mask an die total Änderung vom Genre hecht also macht Melodic Death Metal und sie nicht mehr im Hut gell. Mindestens seit 2 Albumen nicht und das kannst du schon bald ja also Alternative Metal oder modern Metalcore vielleicht unterstellen das nicht mehr das was sonst gemäht wird wenn das wie die PC okay das kann ja alles schön gut sehen das mir so lange gut ist also das ist nämlich gut das ist einfach nämlich gut froh dir mal bisschen stellen als will Band den du Sound tun oder wolltest du mal da eng an neue Listen auskräen oder neue Listen auskräen schwer zu sagen das einfach das wirklich froh wann sie da wirklich den Sound wollen haben nach echt wie für gut Geld mehr wann sie das wirklich mache für Summe wechseln Geld oder so Geld. Ich denke bei hin können natürlich auch dazu sie sich schon ein Zeit schon dabei als sie sind zumindest die Lastprojekte noch immer egal wo sie konnten optreten waren sie immer Headliner weißt du, natürlich selbst als schon nice du kannst da sich ich will nicht so erlauben am machen was du willst wir wann der Tiere schwa ass bevor fortzugehen dann den ich mal dagegen Menschen da benutzen mit den weil da tut kun ich mit dem zu dienen irgendwie ja das ist natürlich übertrieben das ist mein persönliche point de vue wie schon natürlich Metallica Kette genau der Zeit machen ja aber Opeth auch ich muss da weg schräg gehen also ich will mal einfach Beispiel von Only for the Week mir enke Only for the Week kommen op der Clayman original ja. original Only for the Week op der Tokyo Showdown Only for the Week op der Remastered an da gëtt dann also offiziellen Live-Video den ich lauschen also det man weg schlägt so gut dat Lied ass mir dat wat sie an dem Live-Video do machen ich kann auch nicht du lauschen weil das für mich net wie in Flames das einfach für mich schlecht das tut nicht niemand dem zu dienen werdet viel darüber das war die Steuer bisschen bezahlt für ja dat habe ich sowieso und das auch mal das auch dat war schmengen also schon in Flames mengglisch 2-mal live gesehen heuer Lützburg ich war 2-mal begeistert wir waren ja gucken hier live Performance war musikalisch noch immer gut nee der Gesang ja nee wie gesagt ich hätte gerne Geld gemacht
das traurig ja. Das leider so. Also lo was du gespart hast, also sie hatten eben ihren den Album Clayman hatten sie nur für kurzen wat für 2 Jahre englisch war Ja, Hansen 20. remastered gehabt an dat war mehr Meinung definitiv ganz große Fehler, weil das macht in der Fernsehen der beliebtesten Album aber was draußen gemacht und das einfach nicht das einfach schlecht demoliert und muss wirklich so nicht das schlecht was sie draus gemacht und gell Ja, das war der ungesucht. der Sound ja immer Drifts, der Sound und alles gell das klingt original aber trotzdem viel wuchtig muss ich so gell ich bin gerade denken ich weil nicht so die ich claimen war ein anderer Budget Geld waren andere Zeiten das hast Geld produziert ein Album und wieso gehst ein Album wo gut aus aber auch bei den Fans so großen Standard was wieso gehst du selbst nein mehr so ging es so mir holen Luna Strain oder keine Ahnung Jester Race neu op vom Meer aus können sie gerne machen dem Petraschkin also Wannskift macht dat net in Flames los dat sie wie das weil wie so so fir mech Clayman neu opholen also das fir mech schon also eigentlich bei all Band die so mir hullen den Album neu op als fir Mcher so eng Red Flag wo man se so okay eventuell ass die Gruppe do op een ankommen wo se nemmi wees wat soll lo machen an wie können man lo noch de Leiit Geld aus den Taschen ze ja an so ja. net an Zukunft gucke méi kann mir profitieren von der Vergangenheit mir bringen net nemmi leider de Message das fand ich auch fertig ja an wann ech Album se gucken ech muss gestohlen ech fannnen net schlecht méi en ass awer och könnt bei weitem net und originale hun also ja nee vielleicht das schwierig das wie gesagt ich gucke natürlich auch auf die letzten Album die sie rausgebracht wurden für mich Clayman neu opholen hat nicht misse sinn nicht auf alle Fall nicht an dem dote Stil also das nicht neues do das aber auch nicht alles do und Regime das weiß, das einfach neu abgeholt und das gefällt mir persönlich nicht so ich fand du sollst auch nicht neppes go wat einfach schon vor 4 Raum verdammt gut aus gell sollst never change a winning team gell sollst selbst net verkacke go gell das waren Metallic hallo keine Ahnung Master of Puppets gibt wie Master und White Lightning dat wollte sogar so weil de Well ist das wann der aus van der Tor so get geteased gouf fir pu Woche gowe deg Foto op der Metallica Social Medias und so weiter Black Album feiert mengge seg 25 Joer oder se nee oder so irgendwie so das 19 an die 90 ja das ist das oder auf jeden Fall gouf gemunkelt dass den auch mal abgeholt soll gehen so sind direkt aus ja kann man klappen dann ja ist das so das Metallica so eng gesagt für sich ja den einzigsten Album den sie können remastern das Saint Anger absolut ja. Am besten an Remastern an dem se so de go nie so bisschen, ja. Einfach große Message für das Thema schrecklich steht so. An der Schleife entfällt mir I'm so sorry I'm so sorry mit genau Leute wissen die fanden mir gut ich verstehe nicht das erfährt gut das ja auch wie gesagt bei Inflames ich meine Inflames hatten auch immer große Fanpool ja gut sind nur noch immer die auch wie gesagt die Albume gelauscht tun sind neu also Leute also die Jungleute die süß die Albumen kennen die mir persönlich nicht so gut fanden da ist ein groß froh das ja das ich denke die Leute die einen neuen rezenten Inflames Shirt tun sind definitiv Leute die neu dabei kommen sind an dem Genre können aber so fänken an mit dem wat Inflames dem Moment mischt das persönlich ja für mich als Inflames definitiv gies ge ja leider schon nicht mehr also ich kann schon wirklich die uschließen schon mal wie gesagt auch die rezentesten Album von ihnen nicht Clayman gelauscht hat es sind zu dem Entschluss kommen obwohl ich gedacht schon ja Inflames das nicht wie dat werde das und ich muss so ja mit der unheimsinnig richtig Inflames ass net mi dat werde das ich kann aber nicht so das Inflames schlecht das
das ist ich kann mich nicht mit identifizieren und es gefällt mir persönlich nicht mehr der grobe Rolle fall wieso das sind immer im Lieder wo den Ufang wo ich da so ja der toten aus in Flames do hier wëllech so hallo Power und da können einfach nicht das bisschen traurig aber das könnte einfach nicht wie haben drin das zu clean wo op anderen Albumen net so präsent war ich meine, wenn ich andere Albume gucken wie gesagt We Root to Remain, Soundtrack to Escape, was kommt noch, Clarity. Ja. Du waren auch schon die eng oder andere clean Lieder drauf schmengen The Chosen Pessimist als wunderbar Lied das mega mit war der Dienst auf dem Album wo clean war wo los war und, du siehst also du gingst da kein selbst wünschen du gingst einfach wünschen dass ein gewissen Herr drin da ist aber vielleicht auch Karim und andere Gesang nee, das einfach mal am Gesangeren zurückkommen ob den Stil den sie wie gesagt am Root Remain hatten bis Clarity weil das aber doch nur Clarity kommt noch ein Album ne du waren auch so etwas Sounds of the Playground Fading richtig ja bei den wünsch mal leider auch schon mal nämlich ragezogen weil ich einfach süß ja das Ja, ich kenne die auch gut nicht. Die an Siren Charms sind ich nie gelöscht. schon mal so auch gelauscht hat und auch Battles und ich muss so die zwei Albumen spacken sein von ich kann man nicht ganz so lauschen Ja, ich verstehe. ich mal gelauscht hat einfach süß jetzt gucken war das der Rezenz und du hast wie gesagt Fazit das ja das feiert Lied recht das feiert Lied zieht einen Stand an der Bahn und das auch das einzig dat lächt Lied du also auch clean den Intro vom Lied den hast einfach also do gesinn ich in Flames da das richtig in Flames de cleanen Intro gut melodisch mir dat war noch dat könnt wie gesagt leider nicht wie du no das schut mir das ja ich mengen zwar auch mal dem du siehst so in Flames wird wirklich Tendenz viel Lieder so unzufänken dass du siehst wow, dat da ist in Flames so den typische Sound durch weißt du, so ich finde so lackelen mir so wow ja das klingt ein bisschen drin und dann findest du sich liegt nicht so schlecht bei doch ganz gut aber wenn du damit genau guckst also so das ist sich ein Repeat von einem Repeat den Intro ist immer geil oft als das so geil ganz oft und dann nur als nicht ja das mal noch nicht das also steht ja nur noch ein bisschen weiter für genau so dass das musikalisch Gitarre geht Bass geht und auch Batterie also weiter das alles war noch flott mit das dann der Gesang an der Pace vom Lied also Schnelligkeit vom Lied beziehungsweise d'Aggressivität vom Lied die ist einfach nicht mehr do das ein bisschen so etwas wie soll ich so bei verschiedenen Lieder ob der alte Mask und scheint so die Impression ich gebe wie hier die Grubel schon mehr aus den 2000er do Bad Religion voilà steht einst du und die Impression ich gebe Bad Religion lauscht drin okay ja und du denkst mich mal dann so okay das aber wie gesagt nicht dafür werde ich in Flames will lauscht das ist nicht dafür hey ja voilà das nicht dafür werde ich da total lauscht drin was soll das du ja ich verstehe ich komme es ist doch ein bisschen ob das Problem bei Eisleid ob bei mir ist einfach verändert zu den Punkten den wir man lauschen oder ob effektiv Band aus oder die zwei gleichzeitig und ich denke das ein bisschen aus von den zwei 50-50 also ich gebe auch so dass die zwei aus muss ja wie gesagt aber du so das also für mich also 50-50 obwohl ich aber so ja Band liefert nicht mehr das was ich von ihnen erwarte weil für sie nur ein Album rausbringen den 1:1 wie Root Remain sich unheieren ja da wäre ich wahrscheinlich den Nation den an der EMP du in den Flames T-Shirt bestellt oder so falls das nach Geld nach ja doch da gebe ich auch immer den Flames T-Shirt rundherum laufen das was sie Haut machen wie gesagt da kann ich mich leider nicht mit identifizieren schön das weil Schalen in Flames wirklich heisch ignorieren aber du eigentlich die Existenz von verschiedenen Albumen so no Clarity die gehört einfach für mich nicht nie geschickt ja das ist auch ja das kannst du Moment ich meine
Ja, das schmengt sie mat viele Bands also leider so du und da immer daran bei den Punkt so ja mehr verändern als im Band verändert sich also in Flames mischen immer aber Alben im Laufband also das vielleicht das auch vielleicht nicht hat ein gut, Problem weißt weil du. aber guckt schmengen war das all 2 Jahre wo sie quasi durch so ein Album raus Ja. also egent von also ich kann mal feststellen dass der egent von aber du nicht wie genau weißt ja was soll ich dann nur noch machen Ja und plus ist immer ein größte Label ne der Label als auch bekannt für leider singen auch Mann gut Schattenseiten, Schattenseiten ne und ja ich meine du hast Verpflichtungen zu erfüllen ob das gewollt hast oder nicht ich denke für sie also einfach wir machen so lange bis man nie können ob die Leute gefällt oder nicht interessiert sie nicht weil sie wahrscheinlich immer werden aber neue Leute fanden für das war zu der gerade Moment machen also was du vom Wurscht vielleicht ging ich muss so kann Sinn. Was für Label sind sie? Ich weiß aber nicht. Erst einmal Nuclear Blast. Nuclear Blast. Ja. Ja. Seit Ewigkeiten. Ja, seit Horror über Nuclear Blast. Aber ja, also nicht, ich will nicht so Nuclear Blast, also ein dick schlechte Platte legen, das macht den weltweit größten. Was tun wir nach? Mit Napalm Records, mit Relapse Records, mit massig viel Record-Labels, die just Metal-Sachen produzieren. Mais voilà, ich meine, wenn es dann ein Producer wäre, ein Producer, der schon den Lieder schreibt, dann 90% von den Lieder schreibt auf dem Album sind so, ja, aber der wisst aber, wie es der Lieder schreibt, wieso müsst ihr dann nicht selber? Hallo, das ist einfach ein bisschen mehr Zeit. Ich wusste definitiv nicht, dass die Lieder irgendwie selber schreiben mittlerweile. Ja. Das also ist auch ein bisschen... Also seit den Jasper Forders als vieles abgedeelt, wie gesagt, du hast den anderen Gitarrist, die gehste Englin irgendwie, den hast du kommen, und du hast hier mal geschrieben, mit Björn, und das aber auch immer ein bisschen Männer gehen, und ich weiß, seit Battles, meine ich, schreibe sie zu einem Mann-Producer, aber das ist so, keine Ahnung. Weißt du, EMA kann gerne einen Zopf verdienen, gell, und Ja, das geht aber auch Sinn machen, also... Leider schon. Wenn ich gucke, wie gesagt, also ihr Album, also die Qualität am Menge Namen von ihren Albumen ist stetig nur untergegangen an den letzten Jahren. Also wir haben sie auch geschwärzt. Ja. Den letzten 10 Jahren kannst du definitiv Sinn machen, wenn du einfach süß mal guckst, wirklich halt zu streichen, bis das nicht mehr rauskommt. Also genau vielleicht einfach für Tatsache gesagt, hey, wir haben schon die Idee, ich will die Band da bringen. Wir schwätzen ein ganz neue Klientel und auch entre guillemets an wir mal etwas für die zu pleasen. Wo sie dafür doch so, ja, wir haben so lange das gemäht. Viel käme Melodic Death Metal lauschen, was aber nicht so, also wenn ich da gucke, das hier bringt At the Gates nach einem Album raus und At the Gates klingt nach immer selbst. Wir hatten für 2 Jahre Soulwork, auch Göteborger 10. Machst du überschreiten, sie sind auch gerne beim Niveau gehalten wie in Flames, die Leute, die leben, die haben leben. Du hast ja auch noch das sind die letzten besten Kollegen du die kennen sich auch ganz gut da hat den Videoclip Demos Trigger hat Influencer Trigger den Videoclip gemäht Solo hat Rejection Roll an etwa demselbe Club und sie dat gefilmt Zeit das sind noch ja, gesagt auch ja, gut Body ich muss so immer gesehen Soulwork immer gesehen an Qualität Soulwork nach immer falsch das okay ja aber das eng Bayer zu viel nee dat war wirklich also wie so das auch in Flames halt zuletzt bei Spürmul gesehen ich mein Soulwork und ich waren zu der Dreck man dir geguckt das er besandt das Soulwork einfach und wie quasi von der CD während dem es in Flames herzig Musik von der CD also den musikalischen Deal herzig wie von der CD wie wat am Gesang mcht schon Impression gehabt dass sie einfach kein Lust hat zu sto und einfach süß den Text aufgeleiert tut für gesungen zu und Regime das leider das spielt wie gesagt doch alles an Background de vue du hat zu summen den ich nur über in Flames hun schon wie ein geschwar tun ich hatte doch schon öfters Gefühl, dass dem anders Stimmen an den letzten Jahren live immens aufgeholt wird. Ja, das ist mehr so Sprechgesang und Regime.
das ist noch clean, das nämlich so viel wie jetzt wie gesagt den Live-Video den offizielle Live-Video von Only for the Week die rezenteste Ich muss mal das gucken. nee, also los, Ja, erzähl, das was ist du doch- willst. Also ich hab für doch mich, geguckt, das das- war einfach enttäuschend zum wie gesagt weil das aus Das Lied das Lied, ja. dat Lied schlecht für mich wie so Tokyo Showdown an dat war dat Lied für mich an du du gelauscht hat an schon mal nicht fertig gelauscht hat schon einfach nicht über Herzbrüt ich war wirklich schon nur der echt Minute und ich gesagt nee mach dat tot net weil du warst süß enttäuscht mach da aus schon ein den Only for the Week von der Tokyo Showdown an was zufrieden Ja. das schön das traurig aus dat gut aus dat schlecht Das ist froh, ja. das froh da das Lied muss dat für sich dezidieren ne? Ja. Ich meine, das kann ich noch dann die Leute, die halt nur lauschen, dezidieren lassen, weil wir schon ganz viel gestritten und ganz viel diskutiert über den Flames. Und ich ging so mehr Lust nicht auch mal so durchstehen. Ich muss aber noch so Nee. trotz das ist mir scheißegal ich schwätzen aber weiter nee, trotz allem als In Flames noch immer eng Band die bei mir haut darum am Handy drüber ist okay sind zwar die Albumen aber schätzen Band trotzdem noch immer immens viel für das was sie damals gemacht und ja absolut also wie gesagt mein Fazit das auch nur dem sich mal die Lieder die Rezentlieder mehr oft gelauscht hat tun mein Fazit das wie gesagt In Flames ist nicht schlecht ich kann nicht so dass sie schlecht sind nee ich kann mich wie gesagt nicht mehr darum fahren das wann ich wirklich will Musik lauscht drin an dem Stil gebe ich nicht ob In Flames zurückgreifen da das bisschen schuld wie gesagt Das ist schon eine Idee, wenn man nur aufhören. Zumindest, dass man immer kann proper aufschließen. Weil das ist immer awkward. Wir wissen nie, wenn das man so abhält. das ist scheißegal Mir da so nicht, da kommen wir nicht so. Wir haben alle Episoden, wo wir mal denken, wen hört nach ein Fazit? Oder letzte Fazit zu dem Thema an der Frontscheibe. Was? Fazit, Pitt, Fazit von den Flames. das ist fertig das ist schon mal gesagt Okay. okay lass mal so sagen was sind dann einfach noch spontan R3 Lieblingsalben von den Flames die da trotzdem trotz allem was die Bandgeschichte hat hört immer am Herz wird behalten ja also für mich wie gesagt Tokyo Showdown also du will keine anderen okay der Route to Remain ist auch noch wunderflott also auch noch etwas war ich seriös gelauscht drin die Oberhof du will Lied Freefall also du gehst immer ab wie Sitz von Steuern Ja, das hat man mit dem Keyboard im Anfang, gell? ja genau Ja. das fängt so ganz komisch Verspielt, wenn Spielauer. ja so bist du so schlaflied so und dann geht einfach furchtbar viel an den dritten Album muss ich da ganz ehrlich gesagt zu Colony. der Colony das ist wirklich, ja Wenn du mal total vergisst zu erwähnen. ja Das ist irgendwie so klar. nee, hast du nicht Jotun drauf Du hast schon drauf an Anybody Invincible an an Episode 666 ja. voilà, ja, nee, Ja. genau das sind die Lieder die mich macht her tun die man gesagt tun In Flames aus der Gruppe gibt keine Ahnung Metallica ist wurscht an dem Fall so das sind die drei Albume und wie gesagt für mich also ich kann nicht so dass In Flames schlecht ist aber sie machen nicht mehr das wie viel Ja, kann ich nicht. Da kann ich mich just ausschließen. Auch punkto Alben, also ich hatte alle gesagt, okay, Clayman, Read What You Remain an Soundtrack You Escape, wenn ich einfach nicht wählen, dann muss ich für You To Remain wählen. ja Der kann kommen, was will. aber ich muss sogar noch so dass Clarity sogar auch noch einen guten Platz bei mir am Herzen wird nee, ja das das ist gut das ist nicht schlecht aber ja bei mir also doch Clayman definitiv bei mir Platz sind gekrönt schon Just the Race immens ger das all das knaschte schon zu mega ger an dann auch We Would Remain definitiv die doch ein special Platz in meinem Herzen ja okay denn das war ja war gut ich muss natürlich auch so in den Tokyo Show dann war so ein bisschen so ein Rekapitulation von denen Album vier dafür kann ich dann nicht unbedingt als Album selber erzählen nee. ja egal wie gesagt das alles war für Clarity Clarity gebe ich nach Matzählen fand ich gut alles hat nur kommen ja Band hat sich evoluiert schon evoluiert und ja leider nicht immer an dieselbe Strichtung gehen gut Ja. gut Da machen ich da Schluss. okay ich will,
Ja, wie gesagt, wir lassen weiterbausen diskutieren. Ich meine, die Leute, die haben ja schon den den Begriff In Flames oder den Band In Flames sicher Begriff. Und den braucht man nicht so weit gut aus. Aber nicht gut aus, die eine Meinung dazu. Wir haben als Meinung preisgegeben, Jungen. Ich ging so, und das war für heute bei Comedy. Und wir bedanken uns beim Sam für den Besuch. Vielleicht mit dem Blut geleckt, haben wir ein bisschen machen. Das sehen wir dann. Das sehen wir dann in der Zukunft dann. Eventuell. Perhaps. Cool. Ja, perhaps. Ja. Und dann wünschen ich euch einen ganz schönen Abend, nicht paar Mitzwa, keine Ahnung, was gerade könnt. Merci für die Luisteren. Aber bis geschwind. Ja. Auf Wucht dir, Herren, Tschüssi. Damen. Geh auf Wort. Geh auf Wucht.